Trotzdem war der Tausendschön ausser Schnuff, wo das Auto bei einem Haus angehalten hat. Der Linke und der Hasso sind drin verschwunden. Der Tausendschön hat sich in eine Ecke gesetzt und hat mit detektivischem Gespüri abgewartet. Und es ist nicht lang gegangen. Da sind der Linke und der Hasso wieder aus dem Haus rausgekommen. Das Mal ohne Gepäck. Der Tausendschön hat die Verfolgung wieder aufgenommen. Der Herr Linke hat ein Päckchen unter dem Arm getragen. Schnurstracks ist er zu einem Haus gelaufen, wo ein Haufen Leute innen und rausgegangen sind. So ist der Tausendschön gar nicht aufgefallen. Der Herr Linke ist in einer Reihe Leute gestanden und der Tausendschön hat sich dazwischen gedrückt. Wo der Herr Linke dran gekommen ist, hat der Tausendschön gewusst, wo er war. In einer Post. Der Herr Linke hat sein Päckchen auf die Post gebracht. Grüezi, was kann ich für Sie machen? Grüezi. Eingeschrieben bitte. Aber gern. Das macht 3,50 Franken. So, da ist Ihre Quittung. Die dürfen Sie nicht verlieren. Die brauchen Sie, falls etwas mit dem Päckchen wäre. Der Herr Linke hat den Zettel hinten in den Hosensack gesteckt und ist mit dem Hasso an der Leine in einen Park in der Nähe gegangen. Der Tausendschön hat die Verfolgung wieder aufgenommen. Er hat sich hinter einem Baum versteckt und gesehen, dass der Herr Linke auf ein Parkbänkchen gesessen ist. Dabei hat der Zettel ein bisschen aus seinem Hosensack rausgeschaut. Da ist ihm Tausendschön eingefallen, was der Mann am Schalter gesagt hat. Der Zettel sei wichtig. Also hat sich der Tausendschön überlegt, dass der Zettel auch für seine Freunde wichtig könnte sein. Was hat echt der Herr Linke abgeschickt? Er hat den Zettel unbedingt haben. Lieslig hat er sich von hinten an die Parkbank angeschlichen. Er hat schon am Zettel ziehen, wo der Herr Linke aufgekumpelt ist. Was soll das? Oh, du bist es, du verflixter Köter. Was hast du da gemacht? Warte, dir will ich schon. Hasse, komm da hin. Zeig dem Köter mal, was lang geht. Ein eigentliches Spektakel hat jetzt angefangen. Der Tausendschön voraus, der Hasso und der Herr Linke hinten rein. So sind die drei um das Bänkchen herumgerannt. Gegen einen Strassenköter, wie er einer war, haben die beiden anderen keine Chance gehabt. Er war blitzschnell, ist umgekumpelt, hat seine übrig gebliebenen Zähne gezeigt und durch seine Zahnluke gepfiffen. Bei dem Gerangel ist der Herr Linke auf der nassen Wiese ausgerutscht und umgekehrt. Der Tausendschön hat gesehen, wie der Zettel aus dem Hosensack gefallen ist, hat ihn blitzschnell gepackt und ist davon gesemmelt. Der Linke hat noch etwas hinten reingeschrien, aber der Tausendschön ist auf und davon.